Herr Präsident, ich komme dann zu einer Reihe von Problemen, die direkt Konsequenzen von der mir urgangs beschriebener Politik sind. Familie. Wir begehen heute immer mehr Kanner als Jugendliche mit Problemen. Ganz oft kann als Familien mit Problemen mir nicht nehmen, dass kann aber auch viel kann als Immigrantenfamilien, wo man nicht fertig tun, die Leute bei uns richtig zu integrieren. Wir begrüßen und unterstützen alle Initiativen, alle Strukturen und Personal für diesen Kanner als Jugendlichen, die Hilfe zukommen zu lassen, die sie brauchen. Eine von den Ursachen liegt aber auch bei der Verarmung von unserer Gesellschaft. Das ist die Statistiken publik gemacht, den Tod der Poverté, den hat Lützburg weiter schlimm. Alle dritte Familien, die mehr wie 2 Kinder hat, als hier am Land unter der Armutsgrenze. Gekocht wird natürlich gebracht bei monoparentalen Familien, die von 2003 von 15,1 auf 2009 52,3% herabgegangen ist. Also insgesamt sind Familien mit Kindern betroffen, ganz schlimm praktisch, als zweit eine lange Zeit Mann liegt heute in Lützeburg unter der Armutsgrenze. Das ist ein Skandal für ein Land wie Lützeburg. Das ist das Resultat von der CSV-LSAP Familienpolitik. Der Herr Staatsminister hat bei der Regierungserklärung gesagt, dass die Breitschilderen mehr drohen wie die Schmulen. Die Realität ist aber, dass gerade Familien, die letzten Jahre am Herzen getroffen sind. Ich erinnere mich just ein paar Beispiele, Desindexation vom Kindergeld für die Rentrée scolaire, der Erziehungszulage, aber auch die massive Erhöhung von den Taxen auf Wasser und Aufwasser, die gerade Familien mit Kindern, die ganz hart getroffen. Caritas hat ihren Sozialalmanach 2011 herausgegeben. Er schreibt in diesem Zusammenhang von der Breitschillerin, die den Herr Staatsminister angekündigt hat, dass die Breitschillerin müssten mehr drohen. Er gibt dann einen Kommentar auf zu dem Kommentar vom Herrn Juncker. Und sie schreiben, Caritas, im Gegensatz hierzu ist aber festzustellen, dass die vorgeschlagenen, angenommenen und zum Teil umgesetzten Maßnahmen alles andere als sozial ausgewogen waren und sind. Mehrere der Einsparungsvorschläge treffen gerade Familien. Auch weiter schreibt Caritas, eine weise, vorausschauende Familienpolitik sieht anders aus. Sie stärkt die Familien und ermuntert junge Paare, sich für Kinder und deren Zukunft zu entscheiden. An diese Problematik passt auch keine Erziehung und keine Betreuung. Da der sieht, die Staat hört sich nicht an Familien anzumischen. Auch Familien soll selber dezidieren, wie sie hier Familie organisieren. Ob 1 oder 2 Eltern Teile schaffen oder sich daheim der Kindererziehung unholen. Der Staat hat die nötige Infrastruktur flächendeckend zur Verfügung zu stellen, für das die Eltern überhaupt den Schwach haben, für können Familie mit Beruf zu verbannen oder für nicht mehr schaffen zu gehen oder für ganz daheim zu bleiben. Da der ist immer dafür angetreten, dass alle Eltern müssen können von der Scheck-Service profitieren, auch die Eltern, die sich dafür entschieden, Kinderbetreuung exklusiv selber daheim zu machen. Check-Service müssen aber in dem Fall zum Teil für eine Kotisation an Pensionskassen zu bezahlen. Wir stehen leider als ADR bis heute allein mit der Proposto. Wir gehen die Hoffnung aber nicht ab, dass die Regierung auch in diese Richtung legiferiert. Wir verlangen sogar von der Regierung, dass sie nach soll an dieser Legislaturperiode eine Gesetzesproposition herabringen, für das auch die Mammen, die daheim Kinderbetreuung und Kindererziehung exklusiv machen, dann die eine Unerkennung kriegen, eine finanzielle Unerkennung kriegen, und dass sie sozial aufgesichert sind. Ich muss noch wissen, dass der Kostenpunkt an den Strukturen, sie das mehr so lehen oder kriegen, dass das ein relativ hoher Beitrag ist, weil der Minister weiß zwischen mir genau wie mir, mich Menge Leid zwischen 2.000 und 2.500 € den Monat für den Staat, da muss beidelen für eben Funktionamenskosten zu delen. Wenn man also auch den Mammen, die daheim bleiben, eine Unerkennung
gehen, da kann das dem Staat sogar in dem Strich nach Geschäft bringen, weil da brauchen die Plätze Männer an Betreiungsstrukturen machen. War nicht sogar das größte Problem, den sich für als Schuld stellt, als die Höchstzahl von Immigranten kann. Laut der Aussage von unserem Premierminister gestern sind nach just 38,2% von den Kanner, die den Lützeburger Spruch beherrschen, wenn sie an den nächsten Zirkel an die Spielschule rangehen. Ich meine, das ist der beste Beweis dafür. Wenn die Regierung an den letzten Jahren immer gesagt hat, sie gibt als Spruch fördern, sie gibt eine Integrationspolitik fördern, dann ist das heute der beste Beweis, dass das nicht stimmt. Und Herr Staatsminister sagt weiter, ich zitiere, alle Schüler muss wenigstens Spruch gut schwätzen und schreiben können. Und die zwei anderen mehr wie nimmer verstehen. Als Gutschüler aber muss mindestens 3 Sprachen gut schreiben und schwätzen können. Dieser Satz, Herr Präsident, den hört dann sich. Erstens, dass mit diesem Satz als Dreisprachigkeit als Lützeburg den aufgeschaut. Zweitens, was für ein Spruch von den 3 muss ihn da können, und hat keinen genannt. Drittens, was sind überhaupt die 3 Sprachen, und hat keinen genannt. Und viertens, wie soll das Schulsystem funktionieren, wo die schwach Einspruch an die stark 3 Sprachen muss lernen. Mit getrennten Klassen an der Grundschule. Der Satz, mit dem der Staatsminister dann aber aufschließt, zitieren wir, das Niveau von unserer Schule darf also nicht raufgehen, geht auch nicht rauf, muss nur raufgehen. Den Aufschlusssatz vis-à-vis von dem, was der Rat für drüber gesagt hat, schlägt dem Vers aber sicherlich der Boden aus. Als ADR treten wir dafür an, dass der Integrationsspruch Lützeburg muss sein und muss bleiben. Und der Umgangsspruch an der Grundschule auch muss Lützeburg sein. Den ersten Cykel, was sonst Präkost-Spielschule war, muss dafür genutzt gehen, für den Kanner Lützeburger Spruch beizubringen. Dafür müssen die 3 Jahre, an sie dürfen laut unserer Meinung recht, an den nächsten Cykel rankommen, wann sie also 3 Schuljahr, wann sie Lützeburger Spruch beherrschen. Und noch die Kanner, die nicht von Geburt in einem Land sind, die irgendwie an Kurde Rutteiner kommen, auf vielleicht 6, 7, 8 Jahre haben, sind mir der Meinung, als er, dass in die Kanner soll dann eine Klasse speziell, eine Klasse da können machen, und sie während einem Jahr können auch schon Länder von das machen, ob ein Spruch fit machen, und sie sich dann an die Schule zu integrieren, dann haben sie wohl ein Jahr verloren, aber auch das als zu ihrem Vorteil, und das zum Vorteil von Eisenkanner, und das zum Vorteil von unserem Schulsystem. Das, was die Regierung nur halb proposiert hat, das ist aus unserer Meinung noch eine einzige Katastrophe.